Servus, Havadere Leidl. Herzlich willkommen bei Strahlemanski. Ja, und wie es die Überschrift sagt, heute soll es mal um den Organspendeausweis gehen. Viele Motorradfahrer haben ja den. Oder ich darf schon sagen viele, also bei uns hat ihn fast jeder in der Tasche. Jetzt hätte ich eigentlich mal durch Bein Grüß fahren können, durch die schöne Innenstadt, gell? Habe ich jetzt versäumt, ja, schaut halt ein wenig gut an. So, viele haben ja den, also bei uns, und glaube ich unter die, ich sag's ja mal, unter dem XJ6 Forumfahrer aus Franken, glaube ich, hatten, daher behaupten jeder, wenn wir immer so reden. Und warum haben den so viele Motorradfahrer? Ich denke, dass viele haben sich bewusst, dass das Motorradfahren sehr gefährlich ist, dass du einfach ausgeliefert bist, keinen Schutz hast, im Gegensatz wie ein Auto, der wo einfach in seiner Blechbüchsen hockt. Aber dennoch sage ich, soll eigentlich jeder einen haben, ob der in seiner Blechbüchse hockt oder nicht. Und was die nächste Frage ist, es geht ja nicht darum, dass man Organe spendet, wenn man Organspendeausweis hat. Das heißt ja nicht, dass, wenn ich einen habe, dass ich dann spenden muss, sondern es geht ja auch darum, kleine Abkürzung, sorry, es geht ja auch darum, sage ich, wenn ich einen Unfall habe, dass mir dann der Familie die Entscheidung abgenommen wird, wenn ich drin liege im Krankenhaus, bin schwer verletzt oder eigentlich schon lebensgefährlich verletzt und es besteht eigentlich keine Chance für mich, dass ich da noch wieder, sagen wir mal, für mich sogar einigermaßen heile rauskomme. Das ist einigermaßen heile, dass ich so rauskomme, dass ich dann später wieder in eine Arbeit gehen kann, dass ich als nur lebenswert ist, dass ich nicht ins Bett gefesselt bin, sondern dass dann der Doktor irgendwann fragt, hey, was wollen Sie machen? Wir müssen die Geräte abschalten, oder das ist einfach Kacke, was wir hier machen, das hat keinen Wert mehr. Sollen wir die Organe spenden? Ja oder nein? So, und da finde ich, ist das gerade bei einem jungen Menschen für die Eltern verdammt schwierig, das zu entscheiden. Sage ich jetzt ja, sie dürfen es nicht mehr oder nein? Was hätte der Junge, die Tochter gemacht? Und da finde ich schon gut, wenn man einen Organspendeausweis draufstehen hat und da schon mal schreibt, was dem Körper entnommen werden darf oder ob was entnommen werden darf. Also das finde ich schon wichtig. Und ob wer was spenden will, sage ich mal, ist ja jedem selber überlassen, aber ich sage, mir ist das scheiß wurscht. Was soll ich mit dem Scheiß? Wenn ich wen anders noch helfen kann, ist das super. Was interessiert mich das? Ob es mich eingraben oder verbrennen, je nachdem was man mag oder was man will, keine Ahnung, oder was gemacht wird. Ob da noch ein Herz drin ist, eine Niere drin ist oder sonst irgendein Rotz. Also sehe ich so, mir ist das scheiß wurscht, die können rausräumen, was sie brauchen. Sobald dass ich einen helfen kann, ist doch das super. Habe ich da überhaupt kein Problem damit. Andere sehen es natürlich anders, oder habe auch schon die Meinung gehört, aber jetzt war doch das mit dem Organspendehandel da ein bisschen so im Aufkommen und ein bisschen so kritisch. Ja, da lassen sie die dann, ich sag's echt einfach mal klipp und klar, die lassen sie eher verrecken, bevor sie dir helfen, weil sie dein Organ brauchen. Mein gut, wenn es so sei, so meiner ist so. Ich kann es wohl nicht anders da sagen. Ich krieg's auch nicht mit, mein Gott, dann bin ich halt ich. Weil für die Angehörigen ist es vielleicht nicht so sexy. Aber ich glaube, dass das nicht so weit gegangen ist. Ich glaube eher, dass halt darum gegangen ist, wenn du viel und gut bist und dann bist du halt einfach auf der Warteliste vorgerückt. Mein Gott, das wirst du nie ändern können. Mit Geld kannst du einfach alles kaufen, das wird so bleiben und ist so. Wir haben leider die Moneten dazu nicht. Wenn wir es hätten, würde es jeder machen. Jeder. Und ich traue es darauf zu wetten, dass es... Also ich sage, von 100 Leuten würden es 98, 95 machen. Es geht nicht darum, es zu sagen, dass sie es nicht machen würden. Aber wenn deine Tochter, dein Junge im Sterben liegt und die sagen, hey, klatschen wir 100.000 oder 200.000 auf den Tisch und du hast es gerade locker,
ich garantiere es dir, du machst das und die Kinder da dann helfen, du kriegst dann sofort, keine Ahnung, die Niere, wo du unbedingt brauchst. Und ich garantiere es dir, es würde jeder machen. Das traue ich mir wetten. Und deswegen finde ich, ist Organspende ja eigentlich eine schöne Sache und man kann noch andere Leben damit retten. Ich finde es cool, ist doch eine schöne Sache, wenn man dann noch wen anders helfen kann. Das muss einfach sein, ist der hintere Gedanke. Alles andere ist doch egal, sage ich einmal. Oder ja, egal vielleicht nicht, aber es gehört einfach dazu, sage ich. Es sollte jeder haben, alleine schon die Entscheidung der Angehörigen abzunehmen, ob ich spenden will oder nicht. Dabei haben soll jeder einen. Und in diesem Sinne sage ich einfach, wer noch keinen Organspendeausweis hat, der soll sich bitte jetzt einen besorgen. Ich setze den Link in die Infobox bzw. unten in das Textfeld ein. Da kann dann jeder den Link anklicken und kann sich Organspendeausweis zuschicken lassen oder auch selber am PC ausdrucken, wenn man am Computer sitzt, je nachdem Computer oder Tablet, beziehungsweise kann man es ja da auch schon ausdrucken über den Drucker dann über WLAN. Aber ich setze den Link unten rein, da kann sich jeder das einmal anschauen, der wo noch keinen Organspendeausweis hat. Da hat mich gefreut, wenn ich da ein paar Leute erreicht habe damit, die wo dann sagen, hey ja, machen wir einen Organspendeausweis, auch wenn ich nichts spenden will. Das Wichtigste finde ich ist, dass man einfach den Angehörigen der Familie die Entscheidung abnimmt, zu sagen ja oder nein oder wie überhaupt. Und dann hätte ich gesagt, macht es gut, Servus, habe die Ehre, bleibt sicher auf dem Bock oder im Auto, je nachdem was ihr fahrt. Und Servus.